In anderem an Deutschland an Lützeburg wird ja gerade über die Legalisierung von Cannabis diskutiert. Aber wie gefährlich ist der Cannabis und was bringt dann so eine Legalisierung? Können wir doch mal das Science-Check machen? Ja, Linda, effektiv. Cannabis war ein großes Thema an der Politik. Legalisierung von Cannabis. Cannabis. Das sind wichtig 3 Aspekte aus den Zahlen, die heute um die Barmer nie vermischt gehen. Ob Cannabis einen medizinischen Nutzen hat, ob er für den Freizeitgebrauch schädlich ist und welchen Effekt eine Legalisierung von rekreativem Cannabis hat. Und hast du zu lauter Studien und Daten nur geguckt. Alles geht es. Ja, ein positiver Nutzen von Cannabis als Medikament oder Therapie ist in verschiedenen Fällen klar nachgewiesen. Zum Beispiel gegen chronisch Peng oder gegen Übelkeit bei einer Chemiotherapie. Ich fand das eine super Sache. Und es gibt Fälle, wo positive Nutzen wahrscheinlich mit wissenschaftlichen Daten noch nicht so sicher ist. Zum Beispiel gegen Symptome vom Tourette-Syndrom oder Epilepsie. Medizinische Cannabis ist ja auch an ein paar Ländern legal, in anderem auch zu Lützeburg. Wichtig ist, bei medizinischem Cannabis handelt es sich um kontrolliert, zugelassene Produkte mit bekannten CBD- und THC-Werten. Um Schwarzmarkt varierendes Werte und eventuell auch die Qualität. Zwischenfazit 1. Ja, medizinische Cannabis hat bei ein paar Therapien einen klaren Nutzen. Ma wie seidet lo aus mit dem Cannabis für den Freizeitgebrauch? Es gibt eine ganze Reihe Studien, die negative Effekte von rekreativem Cannabiskonsum weisen. Cannabis kann zum Beispiel süchtig machen. Gouf net lang Zeit gesucht, wo Cannabis kein die nicht süchtig gehen. Mittlerweile ist das wieder lucht. Laut verschiedenen Etüden gehen 10% oder mehr von den Konsumenten süchtig. Das Suchtrisiko geht drauf, wenn ihr Freude mit aufhängt oder viel konsumiert. Zündung! Cannabis kann auch das Risiko erhöhen, unter anderem für psychotische Störungen und psychische Erkrankungen. Und des Weiteren hat Cannabis einen negativen Einfluss, unter anderem auf Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Psychomotorik und dadurch langfristig. Diese Effekte sind aber reversibel, wenn ihn abhält. Aber wie schlimm ist Cannabis dann zum Beispiel im Vergleich zu Alkohol? Aus toxikologischer Sicht ist Alkohol tatsächlich bei weitem mehr gefährlich wie Cannabis. Eine deutliche Überdosis Alkohol ist durchaus möglich. Bei Cannabis ist die deutliche Dosis so hoch, dass das kaum zu packen ist. Eine Studie schätzt, dass in Deutschland pro Jahr 74.000 Menschen und den direkten Suite von Alkoholkonsum sterben. Und den direkten Suite von Cannabiskonsum, da gibt es weltweit keinen einzigen eindeutigen Fall. Cannabis ist auch bei weitem toxikologisch minder schlimm wie Harddrogen, wie zum Beispiel Heroin oder Kokain. Das will aber nicht heißen, dass Cannabis total harmlos ist. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Ja, effektiv. Zwischenfazit 2. Ja, rekreative Cannabis hat negative Auswirkungen auf Konsumenten. Also, Cannabis weiterhin verbieten. Das Problem ist, dass auch das Verbot negative Effekte hat, wie zum Beispiel Schwarzmarkt und Kriminalität. Und dass trotzdem viele Leute Cannabis konsumieren. Ein von uns Albanen hat noch kein Weg gefunden. An enger Etude für Europa hatten 8% angegeben, dass sie am letzten Jahr Cannabis konsumiert hatten, mit Schwankungen zwischen 4 und 22% je nach Land. Also aber legalisieren, das ist eine politische Frage. Mit Wissenschaft kann aber gucken, was das geschieht an Ländern oder Staaten, die Cannabis legalisiert oder entkriminalisiert haben. Aber was waren dort die Auswirkungen zum Beispiel auf den Konsum, den Schwarzmarkt und Kriminalität? In manchen Ländern oder Staaten ist der Konsum nur Änderungen an der Legislation, Rückgang, an anderen Aufgang oder konstant bleiben. Hier ist es außerdem schwer, eine Kausalität zu beweisen. Ist der Konsum nur Rob oder Aufgang während der Legalisierung oder wo das nicht sowieso den Trend? Und gehen vielleicht am Kader von der Legalisierung dann in anderer Phase wie für drin. Fakt ist, die Wissenschaft kann halt keinen klaren Trend erfassen. Aber auch das ist eine wichtige Erkenntnis. Wenn es einen ganz einheitlichen Trend gäbe, dann hat die Wissenschaft die wahrscheinlich erkannt. Aber wie ist es mit dem Schwarzmarkt und der Kriminalität? Mal an den Ländern oder Staaten, die Cannabis legalisiert tun, da goufen mit der Zeit Männer Cannabis Schwarzmarkt kaufen. Und es goufen noch Männer Verhaftungen im Zusammenhang mit Cannabis. Zwischenfazit 3. Durch eine Legalisierung geht Cannabiskriminalität auf. Beim Konsum ist der Trend nicht klar. Falls ein weiteres Land den Weg von einer Legalisierung geht gehen, wird aus Sicht von der Wissenschaft interessant, viel drin gut Daten zu sammeln, für das ihn den Effekt von einer Legalisierung nur besser messen kann. Schlussfazit. Die Wissenschaft kann weiter forschen, für noch bessere Daten zu liefern. Schlussendlich muss Politik und Gesellschaft die Chancen und Risiken von einer Legalisierung aufweihen und entscheiden. Wenn ihr mehr wollt über das Thema wissen, dann guckt an der Beschreibung für die mehr ausführlichen Science-Checks auf science.lu. Für den Rest Video liken, Kanal abonnieren und auf die Schell drücken, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn wir neue Videos uploaden. Das war es für das Kehr. Ciao, ciao!